Die nächste Feier sind aus Jacob al zeer, wo wir eine neue Series nennen gehen, und dort heißt sich Rikj en het Wichtichste. Rikj en het Wichtichste. Und wir wollen von einem Thema reden, wo uns vielleicht ein klein bisschen unschieren. Ein klein bisschen dicht bekommen. Und aber ich glaube, wir wollen viele gute Dinge hier anlernen. Und aber bevor wir da angehen, ich will Ihnen bloß sagen, du hast ein Buch geschrieben von Andy Stanley und dort heißt sich Be Rich. Be Rich. Und so, wenn ihr tiefer an diesem Thema angehen, dann würde ich Ihnen merken, zum das Buch lesen. Ich habe das gelesen. Dort sehr gut, habe mir some Ideas gegeben für die Botschaften. Und so, da will ich Ihnen bloß sagen, wenn ihr gleichen zu lesen, du hast ein Buch verdient, kauft den. Und lest dort durch, wenn ihr interessiert seid. So, wir werden den nächsten Feierweg von Geld vertalen. Yes. Wir gleich nicht von Geld vertalen. Danach in der Kirche. Wow. So, wir wollen eine gute Zeit haben. Und ich will Ihnen bloß merken, dass ihr hier jeder Sonntag seid. Wenn ihr die Botschaften missen, dann holt ihr auf dem App und horcht die durch. Wenn wir wollen eine Sonntag, haben wir andere Bühnen, haben wir andere. Und so ist es wichtig, dass wir die alle kriegen. Und es ist wichtig, dass wir die Botschaft kriegen. Wenn Gott hat uns gesagt, Jesus sagt uns, dass seine größte Kompetenz in uns Leben wird uns Geld sein. Das größte Ding in uns Leben, was uns manchmal trägt von Gott, ist uns Reichtum. Und so, das ist wichtig, dass wir durch Reich nun kicken und uns Reichtum. Und so, wir machen das so sein, dass Gott das sieht, dass wir das wollen tun, was Gott sagt. Wenn wir das nicht so sein, dass Gott das sieht, dann wollen wir nicht tun, was er sagt. Und so, das ist, wo wir wollen die nächste Feier sind, durchgehen. So, wir wollen unsere Horten drehen in diese nächste Feierweg. Und so, some von das wird nicht so einfach sein, aber wo wir dort, wenn es sie bekämmert und jene jässliche Gesundheit. Und an meine. Und mir fehlt es, und ich glaube, uns fehlt es aus Zeug. Zum Beispiel, wenn Gott sein Wort ankicken und in sein Wort sagt, sein Wort, wird Reichtum, was wir haben. Und so, das, was wir wollen von reden, ich will nur direkt reden, so nehmen wir nicht, ich will nicht tausend Parteien stoppen, aber ein klein bisschen weilig. Wenn es uns nötig ist, uns fehlt es. Mir fehlt es. Und so, wir wollen fairweg gehen und wir wollen in Gott sein Wort ankicken, wir wollen seine Wahrheit und uns nun passen. Und so, ich habe ein paar Fragen verdient. Und ich würde gleich, wenn ihr die wollen, reich beantworten oder vielleicht honest. Dass ihr nicht wollen lehen. Wenn es in der Church, right? So, erste Frau. Wer von euch, als ihr abwaschen seid, als ihr jung wären, wollen mal einen Tag abwaschen und Rikj sein? Wer hat mal an so gedacht? Nicht bloß ich, right? Okay, ja, okay. So, wir wollen noch ein Rikj sein, einen Tag. Und wer von euch hat mal eine ricke Person gesehen und gedacht, ich würde besser tun mit seinem Geld als heute. Hast du mal so gedacht? Nicht bloß ich? Okay, gut. Ja, ich habe das gedacht. Und so, aber ein interessantes Ding ist, wir glauben immer, dass Jana ist reich, right? Jana dort. Und so, wir wissen vielleicht haben wollen einen Tag reich sein, aber wir sind noch niemals bei durchgekommen. Und so, wo ist die Rikj-Lane, sozusagen? Wo muss ich Eva stoppen? Nicht sehe ich Rikj. Wo ist das? Und ich glaube, wo wir nicht finden, ist, die moved immer. Die Lane, die moved. Und so, ich wollte nach Luther ein bisschen tiefer angehen. Und aber ein Ding, was von der Hauptpunkt ist, wir wollen von der lernen, dass wir sind Rikj. Wir wollen von der lernen, dass wir sind Rikj. Von der werden wir sagen, wie hat Gott hat uns mit mehr gesehnt, als mir fehlt. Ich bin Rikj. Und ich will Rikj sein und das Wichtigste. Das ist, wo wir das nun haben. Ich will Rikj sein auf so einem Weg, was Gott ehren tut. Und so, wenn ihr in der Bibel mit haben, werden wir gleich in seinen Worten angehen, 1. Timotheus, Kapitel 6, wenn ihr ihn Fund mit haben, holt das raus. Wenn es diese Versen, wo ihr mir meist nicht glauben, dass die in der Bibel sind, so holt ihr in der Bibel raus, dass ihr das sein kann. 1. Timotheus 6, Vers 17. Paulus schrift hier in Brief an Timotheus, ein junger Pastor, und er schrift ihm in Brief zu ihm mithalten, wo er kann seine Kirche leiten. Und hier hat er ein paar Versen dann getan,
für die rikje Menschen, die in Timotheus seine Kirche wären. Und so werden wir sein, was Gott durch Paulus zu Timotheus zu uns sagt. 1. Timotheus 6, Vers 17 sagt so steht, sei die Rikje in dieser Welt, dort sie nicht sollen stolz sein, in ihrer Hoffnung ob dort unsichere Geld zaten, aber ob Gott, der uns wirklich alles schenkt, dort mit Frieden zu brücken. Wow, das ist ein großer Vers. Aber ein Ding will ich hier rüberheben und dort steht. Er sagt hier, dass sie sollen ihre Hoffnung auf Gott zaten und Gott ist der uns wirklich alles schenkt, dort mit Frieden zu brücken. Vielleicht hast du mal gehört, dort ein Christ soll nicht Rikj sein. Dort kommt nicht von der Bibel. Aber auch bloß klar haben. Aber an der anderen Seite, vielleicht hast du gehört, dort ein Christ muss immer Rikj sein. Dort kommt auch nicht von der Bibel. Ich habe manchmal gesagt, dort auf dem Weg, für jede Mil Weg, wo du erst durch 2 Mil Stich, Gruven, beziehen Weg, right? Und so, manchmal sind wir als Christen in einen Gruven oder in den anderen Gruven, aber wir haben eine sehr schwere Zeit, um auf den Weg zu bleiben. Und so, eine Seite sagt, Christen müssen alle Rikj sein, eine Seite sagt, Christen müssen alle arm sein. Und aber beide sind arg. Beide sind arg. Die Bibel redet von Menschen in verschiedenen Gruppen. Und es ist wichtig, dass wir die Wahrheit von der Bibel annehmen aus der Wahrheit in uns leben. Und so, die Bibel redet von 4 Gruppen Menschen, bloß hostig. 4 Gruppen Menschen. Die Bibel redet von Menschen, die Rikj sind, aber göttlich sind. So ist Abraham, wir haben König David, wir haben Hiob. In dem Neuen Testament haben wir Josef von Arimathea. Er wird ein rikjer Mann, dort sagt in Matthäus, er wird ein rikjer Mann und er hat ein Graf und dort wo sie Jesus seinen Körper anleihen deuten. Aber zu den Zeiten hatten bloß die rikje Menschen sind dort. Wo wenn es denkt immer fair, stell dir mal vor, die Bilder, was Dad mal weiß von uns in Israel wären, du wirst eine Steiner wohnt und durchbahn haben sie einen Stuhl gemerkt. Und dort wo sie die Menschen andeuten. Denk mal an, wie lange würde dir in so eine Stuhl merken, mit Picken uit Steiner. Die müssen adelige Arbeiter haben von einer langen Zeit. Bloß die rikje Menschen können das tun. Die armen Menschen schmeiten sind, wer auf dem Klamm oder bloß ein Kleinbett, ein Graf hier merken, an dem kann die Wille tieren. Dort sollst du dort deuten in der Zeit. Josef wird ein rikjer Mann und dort sagt, er wird ein von Jesus seine Jünger und er jäuft sein Graf zum Jesus seinen Körper an. Und so die Bibel redet von rikje Menschen, die göttlich sind. Und aber die Bibel redet auch von rikje Menschen, die nicht göttlich sind, die ungläubig sind. Wir haben zum Beispiel Pharao in dem Alten Testament. Moses kam und redet mit ihm. Er wird Gott. Wir haben König Herodes in dem Neuen Testament. Wir haben den rikjer Mann, wo Jesus von reden deut, wo seine Meierstallings und Meierstallings bühen deut. Über dem reiter seine Stallingstuhl und büht nach Gratre. Und er sagt, kiek wat ich mir hat geschafft. Kiek wat ich habe getan. Jesus sagt, von der war gestorben und war in der Hölle. Er wird ein rikjer Mann und Gott. Und so die Bibel redet von beiden Seiten. Die Bibel redet auch von armen Menschen, die schlecht, die ungläubig sind. Die große Gruppe, die Jesus verkreuzigen will, viele von dort waren arme Menschen. Und wir sind auf verschiedenen Städten, wo die große Völker sind von Menschen, die ungläubig sind, die sind arm. Und so dass nicht bloß dort, wenn du arm bist, dann bist du gut auf. So some Menschen würden dann sagen, wenn es dann bist, ein guter Christ. Aber die Bibel redet auch von armen Menschen, die wirklich gute Nachfolger Gott wären. Jesus ist ein von denen. Die Bibel sagt uns, dass Jesus kam hier in der Erde, er jäuft ab sein Reichtum, wo er in den Himmel hat, und er nahm Armut ab sich. Dort er würde kein so werden, als wir sind. Er sieht, als er hier auf der Erde wird, er hat nicht eine Stätte um seinen Kopf leihen. Jesus wird nicht reich hier auf der Erde. Wir haben ein Beispiel von den armen Wetfrüh, wo Jesus und seine Jünger im Tempel sind, und sie sagen, wo sie durchgeben dort. Wir wollen nächstes Sonntag nach Daut und dort ankicken. Sie wird arm, aber auch göttlich. Wir hören von der Gemeinde in Jerusalem.
Paulus moest rumreizen en al die gemeinden wat hij er aanvangt en geld te opklagen, om dat terugschicken naar Jeruzalem, wens de gemeente, die mensen die waren zo arm, die hadden niet te leven. So wir hören von der Gemeinde in Jerusalem, die waren sehr arm, aber doch, die waren göttlich. Und wir hören von den Gemeinden in Mazedonien. Paulus sagt, dass sie waren sehr arm. Sehr arm. Auf Englisch sagt er extreme poverty. Sie waren sehr arm, aber doch, sie nehmen alles taub und geben alles, was sie können. Und er sagt sogar mehr als was sie können. Geben sie, um die arme Gemeinde in Jerusalem halten. Und so, wir waren arme Menschen, die Christen waren. Und so die Bibel redet von Bad von dir. So wenn wir nicht denken, dort ein Christ muss arm sein oder ein Christ muss reich sein. Wenn ein Christ arm ist, dann soll er Gott ehren mit alles, was er tut. Wenn ein Christ reich ist, dann soll er Gott ehren mit alles, was er tut. Ja? Und so, das wollen wir von der nächsten Samwerk hier reden. Aber wir wollen besonders von der Rikj reden. Und ich glaube, wir wollen nicht finden, da vielleicht sind wir in der Gruppe. Vers 17, sei der Rikj in dieser Welt, dort sie nicht sollen stolz sein, nicht ihre Hoffnung auf die unsichere Geld sahen, aber auf Gott, der uns riklich alles schenkt, um dort mit Frieden zu brücken. Von wo kommt uns Reichtum? Von Gott. Hij seht hier gut. Von Gott, der uns riklich alles schenkt. Ja? Und so, wenn wir nicht glauben, dort, wie haben wir das getan, wie haben wir das gekonnt, das kommt von Gott. Er hat uns dort möglich gemerkt, dass wir haben könnt Geld verdienen. Die Bibel ist ganz klar und dort. Aber er ist da, was ihr kriegt von dort. Und wir weiten dort jeder sehen, was wir nicht nur im Preis drehen, was Gott möglich, nur Stolzheit gedreht worden in meinem Leben. Und so, wenn Gott mir ein Sehen gibt, und ich am nicht loven und preisen dafür dort, das ist Gott möglich, dass ich vor mir anfangen, groß zu tun, ich kick, was ich habe tun. Und so, wenn wir am die ihr geben, gehen wir wieder, Vers 18. Sei ent, der Rikj Menschen in dieser Welt, sei ent, sie sollen Goode tun, dass sie reich sind und Goode wollen. Sie sollen mildjährig sein und Jieren und andere aufteilen. Oh boy. Hier fängt an. So dit is de Rikj Menschen zijn leven. En hij gebruikt hier een woord mildjährig. Mildjährig. Wat meint dat woord? So ik deed het nu zijn. En wieder buik. En het zegt hier zo dit. Einer die leeg wat jaft. Einer die leeg wat toelaat. Dat is een mens wat mildjährig is. Nog een uitleiding wat ik hier vang wird zo dit. Een mens wat mildjährig is. Dat meint is ruid. Van een ding, zoals geld of tijd, meer geven als nodig is, of meer als verlangt is. Dat is een mens wat mildjährig is. So, dat is een mens wat van ergens denkt, zoals geld of tijd, meer geeft als wat nodig is, en meer geeft als wat verlangt is. Dat is mildjährig. En hier zegt Paulus, dat de rijke mensen zullen mildjährig zijn. Sie sollen ruhig sein, mehr zu geben, als verlangt ist, und mehr zu geben, als nötig ist. Wow. Wow. Gehen wir wieder, Vers 19. Wodurch soll die Rikj Menschen sich einen Schutz sammeln, der einen guten Grund für die Zukunft legt, und auch all hier dort Wort leben kann. Und so er sagt, wenn die Rikj Menschen wollen so stit leben, dann wollen sie sich einen Schutz sammeln für das nächste Leben, für den Himmel. Und aber sie wollen hier all dort Wort leben fing. Dort Wort leben fing. Und so ein Ziel an diesem nächsten Feierwerk, als zum uns alle halten, und das zu wissen, dort, wenn wir entweder reich sind oder vielleicht ein Tag wollen reich wollen, dat we goud zijn en rijk zijn. En wanneer ik van goud reden doe, dan meen ik dat ons leven wordt opleiden met God zijn woord. Dat we worden wassen in dit. Dat we worden rijk aan dit non-kijken. Wanneer we dat zo zijn zoals God dat zit, dan willen we dat zo doen zoals wat God zegt. Zo. Nu denk je alle van Jana. Maar wat is rijk?
Wat meint Rikj? Ik heb van Rikj geredet. Wer is Rikj? Wat is Rikj? We hebben een klein beetje nummers bekijken van wat Rikj is. Wenn Paulus sagt, sei die rijke Menschen in dieser Welt. Hij zegt niet, sei die rijke Menschen in Kotemak. Hij zegt niet, sei die rijke Menschen in de States. Hij zegt, sei die rijke Menschen in dieser Welt. So, dan is die Frau. Wat is Rikj in dieser Welt? En zo, ik kijk some nummers hier nu. En ik wil die mitteilen. En aber viele Menschen haben diese Frau Wort zurück. Und sie mögen ein Studium in den States. Und sie jüngeren und früheren Menschen, wie viel wirst du jemanden verdienen, dass du wirst reich sein? Und so was sie deuten ist, sie jüngern ein Lied, was $35.000 das Jahr verdienen. Und sie frühen nicht, wie viel wirst du jemanden verdienen, dass du wirst reich sein? Dass du wirst glauben, dass du reich wirst. Was gleich sehen sie? Vers 70. Wenn ich $75.000 das Jahr verdiene, dann würde ich reich sein. Okay. So dann gingen sie in der Reihe, was $50.000 das Jahr verdienen. Wie viel wirst du jemanden verdienen, dass du reich wirst sein? $100.000 sagen sie. Wenn ich $100.000 das Jahr verdiene, dann würde ich reich sein. So die besten nie noch nicht reich? No. Wenn ich $100.000 das Jahr verdiene, dann würde ich reich sein. Okay. Dann gingen sie in der Reihe, was $100.000 das Jahr verdienen. Wie viel wirst du jemanden, wenn es Jana sagt, du bist reich, aber wie viel wirst du jemanden verdienen? No, ich bin nicht reich. Wenn ich würde $200.000, dann würde ich reich sein. Dann ging es in der Reihe von 200. Und je kann sein, wo das wieder die Länge ging. Das, was ich schon sehe, der Reichlein, der moved immer. Wir kommen niemals bei dir, wo wir reich sind. Und wenn wir nicht glauben, dass wir reich sind, dann glauben wir nicht, dass diese Fargen für uns sind. Wenn wir glauben, dass es für Janem. Aber diese Fargen sind für die reichen Menschen auf dieser Welt. Ich und Debbie gingen das durch, als wir uns befrieden. Wir sind jung befrieden. Und wir moveden hier nach Mexiko. Und als ich hier kam, ich verdiene $10.000 im Monat. $10.000 im Monat. Zu der Zeit wir in diesem $10, also wir 10. Berondas ist nu. Aber $10.000 im Monat. Und ich dachte, man, wenn ich mal $20.000 im Monat verdienen, dann haben wir dort gebüht. Dann haben wir nicht einen Trouble. Like, nicht das Geld manchmal bei Knopf und einer weiter, aber wenn 20.000, man, dann ja. So ein paar Jahre vergingen, ein paar Mal Kinder kamen ans Heim dann. Kamen wir dann einen Tag bei der Stadt, wo wir $20.000 im Monat verdienen. Was glaubt ihr, da ich dann? Das ist noch ein bisschen knapp. Mein Freund hat verdient 40. Wenn ich mal 40 würde verdienen, so steigt, dann ja. Dann können wir dann, wo wir ein leichtes Leben haben. Und jetzt wieder. Wenn wir nicht die rechte Einstellung haben, dann wollen wir niemals bei dir kommen, wo wir glauben, nu sind ich reich. Und das ist nicht zum uns abheben, weil wir das reich verstehen. Aber das zum Gott sein wird und uns Leben nun passen. Von der, weil wir, so Jacob sieht, eine zwei Dinge checken. Goode Niechkjeit, Schlachte Niechkjeit. Goode Nies, Schlachte Nies. Und weil je eerst. Good news. Okay. Ja, ich gleich auch mit Goode Niechkjeit anfangen. So, wir haben mal da, wenn es dort so ist, hier in den Notes ist. Und so, von der, Goode Niechkjeit für die, wenn du das glauben das, und ich meine einfach, glauben das wird dein Leben verändern. Du wirst niemals mehr überrein sein. So, die Goode Niechkjeit für die, von der ist, du bist reich. Alright? Das ist Goode Niechkjeit. Als du abwächst, dann du wirst ein Tag reich sein. Du bist. Yes. Also nicht gut? So, wir sind reich. Die glauben mir noch nicht. Das kann sein. Und so, aber du kannst Dinge tun, was bloß reiche Menschen tun können. Du kannst Dinge tun, was bloß reiche Menschen tun können. Wenn du Kinder hast, sie können Bücher lesen. Sie können Sport spielen mit ihren Freunden. Sie können Musiklessons nehmen, Piano spielen lernen, Gitarre, Flaute, was immer sie haben in ihrem Haus. Sie können lernen Musik spielen. Sie können gleiche Zähne kriegen. Ja, Braces. Sie können einen Zahndoktor fahren und gleiche Zähne kriegen. Wenn du was anderes hast in deiner Familie, sie können im Hospital fahren. Das ist hier dich bei. Sie haben fertig zum daheim fahren. Sie sind gesegnet. Du kannst sogar von den Zeit,
Maar loze tijd kuipen, wens du kost somebody betoelen, om die fertig reinwaschen. Du toelt somebody, en hij deed de arbeid, en du hast vrije tijd. Dat is waar ik du best. Du kost geld naar een babysitter geven, en die een vrouw van date nemen, wanneer du bevrijd bent. Dat is waar ik wie zijn. Wie kan mensen helpen, wat hulp fehlt, arme mensen? Wie kan dingen doen, wat bloos rijke mensen doen kan? Dat is Goede Niechkjeit. En dit is een geschenk van God, zegt Paulus ons hier zo al eerst. En waar we kijken naar vers wat Salomon, de rijkste mens op de wereld zijn ze, wat het ever gegeven heeft, dit is wat hij zegt. Dit komt van Ecclesiastes. Wat staat? Leren? Kapitel 4, vers 18. Hij zegt zo dit. Van God einem laat rijk worden en te wat kom, zodat einer te eten en te drinken heeft, zal einer dat zo aannemen als het komt en zich dat laten schijnen, dat is wat God ons geeft. Dat is een geschenk van God. Ons rijktum wat we hebben, is een geschenk van God. Du bist rijk. Some van jullie geloven mir noch einmal nicht. So, wir werden ein paar mehr Nummers checken. Ich habe hier some Nummers, und je kent het nu zijn voor jullie zelf, zo'n internet. Ik ging rum, en ik zag dit nu van een paar verschillende areas. En zo, dus een website, die heet zich globalrichlist.com. Wanneer je zo gaan, dan kan je nummers zo typen, en die wordt die wijzen, en wat van een procent van de wereld du bent. globalrichlist.com. Kan Luther kom vragen voor dat. En zo, we weten dus aan about 7 biljoen mensen in de wereld. 7 biljoen. Dat is heel veel. Okay? Wanneer je naar de alle kijken des, hoeveel geloofs woest man verdienen, om in de rijkste half van de wereld te zijn? En de rijkste half. Rikja als 3,5 biljoen mensen. Wanneer je 23.400 peso verdient, niet de maand, dit jaar, dan bist du in de rijkste half van de wereld. 23.000 peso dit jaar. Rijkste half van de wereld. Ik kan het niet geloven. Ik word aan je dag winst de maand. No. Wanneer je $13.500 dit jaar verdient is, dat komt naar 240.000 peso. 20.000 peso de maand. Wanneer je 20.000 peso de maand verdient is, dan bist du in de rijkste 10% van de wereld. Wauw. Ik zag dat ook nu, in de rijkste 10% van de wereld heeft 90% van al die hebben goud in de wereld. De rijkste 10% heeft 90% van al die rijkdom in de wereld. En ik wil zeggen dat meest al van ons worden in die 10% zijn. Ik hoop je veel een klein beetje rijk, ja. Wenn ich da, das sagt das immer sterk. We hebben dat nog een paar stap wieder nemen. Wanneer je $32.400 dit jaar verdient, $32.400 dit jaar, dan bist du in de rijkste 1% van de wereld. Wauw. $32.400 dit jaar, dat is meest krijgt $3.000 de maand. Dat is een fijne loon, ik weet. Maar wanneer je dat verdient is, rijkste 1% in de ganze wereld. Paulus zegt, sei te de rijke in deze wereld. Wie zijn de rijke in deze wereld? En zo deze versen wat hij ons hier geeft, zijn voor ons. Die zijn voor ons zum uitleven. We hebben dat nog een stap wieder nemen. Wanneer die $20.000 dit jaar verdient is, dat is zo veel geld. Wanneer die $20.000 dit jaar verdient is, dan bist du in de rijkste 0,1% van mensen in de ganze wereld. In andere woorden, wanneer je 1000 mensen hebt, einer van die verdient zoveel. 1000 bist du. Wanneer je $20.000 meer verdient is in de wereld, dit jaar. Dat is een schoof geld, ik weet. Je verdient dat lang niet alle, ik weet dat ook.
Aber dann bist du in der rikste 0,1%. Du bist rik. Ik ben rik. Ik weet dat some van jullie gaan door zware tijden met geld. Ik weet dat. Ik weet dat goed. En aber dat meine ich, dat je niet rik bent. Rijktum is meer als bloos geld. Wens denkt du mal even. Du wirst vielleicht nicht rik fallen, aber wenn wir wollen die Wahrheit sein, dann würden wir weiten, dass wenn zwei Kirche vor dich ist, dann wirst du in ein Haus fahren, wenn du hast ein Haus, und du hast ein fertig zum Haus fahren, und dann wirst du in ein Haus gehen, und dann wirst du eten, und dann wirst du geldmäßig ein Bild aufnehmen von den Eten, und den auf Facebook noch, wenn du hast in den Phone, in Plun, 10 Limites von Facebook und WhatsApp. Okay? Die hast du nicht zu schlecht. Ich sage dort nur, ein Maximum 9% von der Welt, Maximum, das ist nicht klare Nummer, Maximum 9% von der Welt haften fertig. Du sind nu about 1 Billion Fortjahr in der Welt, und ober von der 1 Billion 250 Millionen, ein Viertel von all den Fortjahr auf der ganzen Welt sind eine Stets. Und so mit sie dort, sind mehr Menschen, die nicht mal fertig haben. 1 aus 10 Menschen in der Welt haben nicht reines Wasser zum Trinken. 1 aus 3 Menschen auf der Welt haben nicht Access zu einem Wein, so mit Wasser. 1 aus 3. 1 aus 3. Jeder 90 Sekunden stirbt ein Kind in der Welt. Wenn sie nicht reines Wasser haben, ist krank geworden von dem Wasser, was sie getrunken haben. Jeder 90 Sekunden. Da meint so viel, dass in dieser Zeit, wo ich hier predigen war, wurden 27 Kinder gestorben auf der Welt, wenn sie nicht reines Wasser haben. Du bist rik. Du bist rik. Nicht mal, dass wir reines Wasser haben. Wir können Kronen aufschreiben und dann kommt da Wasser. Und nicht mal bloß kaltes Wasser. Heitet Wasser auch in der meisten Kassas. Wir sind rik. Wir sind rik. Wenn arme Menschen in der Welt von reichen Menschen reden, sie kommen taub, sitzen um einen Baum und reden von, wo reiche Menschen leben. Das wird zu sein. Hast du gehört von den reichen Menschen? Die haben Fortjahr. Die haben Chor, wo sie können rumfahren. Und some von denen sind so reich, die haben 2. Und some von denen, die sind so reich, die haben Häuser für ihre Fortjahr. Ein Garage. Some von denen sind so reich, die haben so viel Fortjahr, die man die in Spickjahr bewohnen. Haben nicht Ruhm in ihre Häuser für ihre Fortjahr. Hast du gehört von den reichen Menschen? Some von denen, die sind so reich, die bauen sich in Spickjahr. Wenn sie haben so viele Dinge, die können nicht mal ein Haus nennen. Anziehen geht so, das ist der letzte Weg. Und wenn Jesus so ein Stadt haben in ein Haus, dann bringt die Dinge in einen drauf. Okay? Because dort haben wir die Brücken. Ja? Das ist, was wir deuten. Wir haben einen Stufbuben, der beginnt mal durch und wir verwundert in uns. So habe ich, so viel habe ich, brücken dort niemals. Man, wir sind reich. Die reden von den reichen Menschen auf der Welt. Und sie sagen dort, sie fahren an ihren Chor, die langen Weg, und dann fahren sie 10 Gebiete vorbei, wo sie Eten vertreiben, und dann fahren sie nur den Alten, wenn sie gleichen den bastet. Dort, wo reich die sind. Die fahren 10 Restaurants vorbei, was den Alten da, wenn sie wollen sie eten. Man, die sind reich. Die haben uitgelesen. Die können tun, was sie wollen. Ein von ihren größten Troubles im Leben ist, das Gewicht proben raufzuholen, wenn sie können so viel eten. Wann immer sie wollen. Und dann machen sie Geld verbringen zum Maschinenschreiben, zum Exercisen. Das, was die reichen Menschen tun auf der Welt. Some von denen haben Closets für ihre Kleider, die so groß sind, die können nicht gehen.
Das kann du einfach eine Stufe nennen. Und meiste von euch haben 2 Schicht Kleider. 2 Stück. Und an Sonntagsmorgens für die Kirche, dann stehen sie dafür. Und dann sagen sie, ich kann nichts zum Antragen. Right? Right? Ich meine, in uns Haus das nochmal. Ich meine, ich will nicht sagen, wer dort das, aber das hat mal passiert. Man, wir sind reich. Wir sind so gesehnt. Der Trouble ist, wir feilen nicht, so wenn wir reich sind. Das ist der Trouble. Wenn wir kicken, du nicht reich nun. Wenn alles, was Gott uns hilft, braucht wir. Ab für uns. Wir haben kein Märchen. Und bei 1. Timotheus sagt, wir müssen gut sein und reich sein. Und so das, was wir wollen lernen. Und da wir kein gut sein und reich sein, dann müssen wir auch Tausch tun, da wir reich sind. Wenn wir auch nicht wollen Tausch tun, dann wollen wir niemals gut sein und reich sein. Dann wollen wir immer schlecht sein und das. Und ich weiß, wie gleich noch nicht Tausch tun. Ich sage nicht, dass wir sollen rumgehen und uns abheben und checken, ich sehe das. Nee, das ist nicht von wo ich rede. Aber wir müssen dort Tausch tun. Gott hat mich gesehen, mit mehr aus mir fehlt. Ich bin reich. Das ist, wo wir müssen Tausch tun. So, das ist die gute Niechkjeit. Du bist reich. Weißt du, was das schlechte Nies ist? Du bist reich. Das ist das schlechte Nies. Jesus sagt, dort ein von den größten Troubles, was du im Leben wirst haben, ist dein Reichtum. Ein von den größten Troubles in dein jährliches Leben kommt von dein Reichtum. Wir haben ein Beispiel von einem jungen reichen Mann, der Jesus kam. Und er sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Und Jesus wusste, was an sein Hort wird. Und er sagt, geh und verkauf alles, was du hast. Und dann gibst du dort nach Arme. Und dann kommst du nu. Und der Mann, der ging, betrieb weich. Wo wen? Wenn es sein haben geht, sein Reichtum, wird sein Gott. Und Jesus hat auf kein anderer Stelle gesagt, dort irgendwer muss die Dinge verkaufen, sodass nicht euch Dinge haben, aber wenn die Dinge uns haben, dort ist euch. Und das wird der Trouble werden in diesem Mond. Jesus checkt in seinen Horten an und wisst, dort Jesus wird nicht Nummer 1. Und Jesus muss Nummer 1 sein. Und so, dort schlechte Nies. 3 Dinge, wo wir mit kämpfen wollen, wenn wir reich sind. Dort erste ist, dort er schwor die ab Gott zu verluten. Wenn wir haben alle andere Möglichkeiten. Wir haben Geld, wo uns alle wen helfen können. So dort schwande die ab Gott zu verluten. Dort, wo wenn Paulus hier sagt, in Vers 17, dort sie sollen ihre Hoffnung nicht ab dort unsichert Geld saten, aber ab Gott. Wenn sie wisst, dass der vor ist, für wie wir reich sind, wir wollen unsere Hoffnung ab ans Geld haben. Er sagt, nee. Wir wollen nächstes Jahr nach Dollar in den Timern angehen. Denn noch ein Ding, was uns schwor ist, wenn wir reich sind, ist uns Geld nimmt unsere Zeit weg von den wichtigsten Dingen. Wir haben so viel Geld, wir können alle Dinge tun. Wir können Dinge tun, was bloß reiche Menschen tun können. Wir können El Paso fahren. Wir können Camping fahren. Wir können unsere Kinder in den Sports schauen und sie können spielen, jeder oben von der Weg, und wir haben Geld zum dort tun. Wir sind bekümmert und uns Geld verdienen, und so wir sind weich und wir schaffen und wir reisen. Und ich sage nicht, dass das schlechte Dinge sind, aber das sind Dinge, die kämpfen wollen in uns Leben anbringen. Wenn wir haben so viel Geld, dann können uns von den wichtigsten Dingen wegnehmen. Nummer 3, Dinge, wo wir mit kämpfen tun. Und das ist besonders für uns Zeug. Und das ist das, wem viel gegeben ist, von denen, wo doch viel verlangt worden. Das schlechte Nies auf den Weg. Because uns ist sehr viel gegeben. Das meint so viel, dass von uns wird sehr viel verlangt. Jacob redet davon, aber das ist wo wen, wie dort wird Rikj tun. Das ist wo wen wir mehr von diesen Dingen tun. Das ist wo wen wir arme Lied halten tun. Das ist wo wen wir Lorenzo in der Stadt tun. Das ist wo wen wir uns Reichtum aus Zeug brauchen tun, zum dort wird Rikj. Wenn Gott hat uns alles gegeben, was uns fehlt. Wir haben das Geld, wir haben die Zeit, wir haben die Guven. Was fehlt danach? Was fehlt danach?
Ein Tag, wo wir vor am stehen, und er wird sagen, kijk wat ich ihnen alles gegeben habe. Ich habe ihnen sogar Technology gegeben, dass ihr könnt dort über die ganze Welt checken, und ihr dürft nicht mal von Haus fahren. Und was tut ihr damit? Ich gebe ihnen Reichtum, und ich tue dort von Haus auch nicht bloß, dass ihr dort alles und die Salz verbauen. Ich will haben, dass dieses einen Unterschied merken für mich. Ein Tag, wo wir vor am stehen, und wo wir eine Antwort geben. Und ich weiß nicht, wo die dort geht. Aber ich will dir was Gutes zu sagen haben. Sagen, kijk Jesus, wir nehmen dort richtig, was du anziehst und wir brücken dort für dich. Wir gehen rüt von ihm. Wir sind geschickt von ihm. Und so der Gute nicht ist, wir sind Rikj, aber der Schlachte nicht ist, wir sind Rikj. Wir haben eine Verantwortlichkeit, wen dort. Wir können nicht bloß Trick sein. Wir können nicht bloß in der Bank sitzen und unsere Loten schein gehen. Wir müssen anhüpfen mit alles, was wir sind und alles, was wir haben. Die Verantwortlichkeit ist sehr groß. Er sagt sie sollen Goode tun. Sie sollen Rikj sein und Goode wollen. Sie sollen mildjährig sein und Jieren und andere aufteilen. Wodurch sie sich einen Schatz sammeln, der ein gutes Grund für die Zukunft legt und all hier dort Wort leben kann. Das ist nicht bloß, dass wir dort kann tun, wir müssen dort tun. Wir müssen dort tun. Wir haben alles, was uns fehlt. Wir sind nicht voll reiche Menschen. Und ich sage das nicht, um uns abheben. Aber wenn wir in der Welt kicken, wir sind reich. Lorenzo redet letzte Sinn nach einem Kleinbild von, wo er dort geht. So denk mal an. Tänks was heute mit schaffen, der eine Boy. Er sagt, Menschen gehen für einen Weg ohne einen Pfiff bei so einer Fupp. Die haben kein Geld. Die haben nicht was. Tänks dort. Wir sind sehr reich. Die kommen hier hin und sollen uns Gebiet und sollen so viele Dinge tun. Und so viele Dinge hier hin. Und sie wundern sich. Wo geht das? Was tue ich damit? Wir müssen rausgehen. Wir sind geschickt zum Rausgehen. Wenn Gott hat uns gesehnt mit mehr als wir brauchen. Wir sind reich. Ich wollte Vers noch einmal zum Schluss durchlesen. Er sagt hier so steht, sei die Rikje in dieser Welt, dass sie nicht sollen stolz sein, nicht sich groß tun, nicht glauben, dass sie alles können. Sie sollen nicht ihre Hoffnung auf das unsicherte Geld setzen, aber auf Gott, der uns wirklich alles schenkt, um dort mit Frieden zu brücken. Sei eins, sie sollen Gutes tun, sie sollen Rikj sein und Gute wollen. Sie sollen mildjährig sein und Jieren und andere aufteilen. Wodurch sie sich einen Schatz sammeln, der einen guten Grund für die Zukunft legt und all hier auf dieser Welt dort Wort leben kann. Geschwister, das ist, was ich für ihn will. Das ist, was ich für mich will. Wir wollen dort Wort leben hier kann. Wir wollen gut sein und Rikj sein.